Direkt wird. Merci, Herr Präsident. Zeitgleich wie auch mein Sensibilitätskollege, den Serge Urbani, hat Empfindlichkeit, ich weiß nicht, wie wen als betiteln soll. Wir sind da doch. Wir sind da doch. Hat ich auch eng Motion ragin. Zu Kunduz am Afghanistan zusammenhängt. Das Motion überhält aus sich die Revendikation auch von Médecins Sans Frontières International. Also, das ist ja nicht so, wie wenn wir an der Lenker da irgendetwas erfunden hätten. Wir haben das Motion deposiert, wir hatten Gelegenheit, sie kurz hier am Plenum zu präsentieren, sie als verwiesen gehen an der Außenpolitischen Kommission und noch dieselben Tag, wo CETA-Motion diskutiert, gehen wir noch nach dem Herrn Mosers Motion, die wir hier noch werden diskutieren, in Präsenz vom Außenminister Jean Asselborn, gouf décidéiert, bal unanimement, mengnech, bis auf eine andere Empfindlichkeit, die nicht mengnech Städte unterstützt wird, haben wir décidéiert, dass Motion mit ein paar Änderungen op Vorschlag vom Herr Asselborn, aber Änderungen, die korrekt waren, die korrektiv waren, sogar unzuhöhlen an der Lo Stimmerei für das Motion zu diskutieren, und ich gehe davon heraus auch unzuhöhlen. Wie ihr wisst, den 3. Oktober 2015 hat die Koalition ein Spital zu Kunduz bombardiert von Médecins Sans Frontières. Dat huet eng Dosen Dodescher vum Personal vum Médecins Sans Frontières provozeiert 10 Patienten sie gestorwen, donner waren noch 3 Kanner an et sinn nach 37 blesséierter gewircht. An donner och 19 Membren vum Médecins Sans Frontières. Dat huet natürlich weltweit für große Schock gesucht, und darum auch beim Personal von Médecins Sans Frontières, und noch heute zu Lützeburg beim Personal von Médecins Sans Frontières, wo auch Leute selber, die man vielleicht auch noch kennen, die auch an die Gegend schaffen gehen, und die hautnach drin denken, dass sie auch hätte könnten drinnen sind in denen Dodischen. Das war natürlich ein Schock, weil muss wissen, dass das ein Spital den einzigen ist an der Gegend, den wir haben, an der Kriegsregion, wo noch ganz heftig Kämpfe stattfanden zwischen den Taliban und den alliierten Forzen, dass da weiterhin immens viel Todescher sind. Den Tag selber, eigentlich, waren über 200, ungefähr 200 Urgenzen an dem Spital selber, weil du hast heftig gekämpft ging. Sind da 2011 als das Spital da, und 15.000 Operationen da stattfand. Und 60.000 Patienten sind da an Urgenz traitiert gehen. Sind da dems, also an der Gegend, kein Spital mehr für die Leute zu traitieren. Wir wissen all, dass die Genfer Konventionen, die sie justement, dass Spitäler eine gewisse Protektion am Kriegsfall, das ist immer ein bisschen komisch, wenn den von Krieg schwätzt, an einen so von Regeln, die aber trotzdem den Krieg ein bisschen mehr human gestalten, aber glücklicherweise geht es das wenigstens. Wir wissen all, dass Spitäler protegiert sind. An all Partien an der Gegend hatten die Spitäler auch unerkannt an dem Sinn. Techt usisch. Misst die doten Attack als Crime de Guerre laut Genfer Konventionen ugesehen gin. Den 6. Oktober 3D der Attack und Amerikaner, weil es geht ja sie, an dem Fall hun sie Bombardementer gemacht, und gesagt, dat fir eng Erreur gewircht. An der Zwischenzeit für 2 Wochen also Bericht, ein interner Bericht von Médecins Sans Frontières gemacht gin, den ganz klar beweist, also laut dem Bericht auf jeden Fall, dass es kein Fehler war, dass da schon präzis etwas geschieht. Es gibt innerhalb von der Genfer Konventionen einen Mechanismus,
den erlaubt eng unabhängig Enquete können zu machen, viel können zu etablieren, ob der Krim de Guerre stattgefunden hat. Den as am Protokoll additionnel vu 77 instauriert gehen, dass die Kommission internationale humanitaire d'établissement des faits, Lützeburg als Member 93, sie as quasi nie angesagt gehen, sie as an der Zwischenzeit aktiviert gehen, also dat war nach das aktiviert gehen, nur dem die heute Motion geschrieben gouf. An die soll dat eben etablieren, weil natürlich wissen wir, dat parallel die Amerikaner an den Senat an den USA eng Enquete mcht, vielleicht aus die Enquete gëtt die Enquete doch korrekt gemacht. Davon kann ich vielleicht ausgehen oder vielleicht doch nicht mehr. Das eben einfach nicht normal, dass ein Täter über sich selber enquetiert. Biselo Hund Amerikaner nach net Versicht nach net zougesot, weil sie muss nach zousoen. Dofir rief die heute Motion op, dat Lützeburg all de Marsch am Kader vun der Kommission d'établissement des faits unterstützt. Ich will ganz klar stellen, dat het net nimmen d Amerikaner geht, das ein gefährlicher Präzedenzfall. Es betrifft allmocht, die so etwas möchten. Mit diesem Präzedenzfall, die gefährlich ist. Also gerade, wenn es ein Großmacht ist, die USA, kann auch Russland sein oder ein anderer Großmacht ist, da muss das internationale Recht menschlich sogar umso mehr funktionieren, für justement so Sachen können zu verhindern. Sonst kann Médecins Sans Frontières abhaken und sonst können nach die humanitären Möglichkeiten überhaupt noch nicht funktionieren. Der Krieg am Afghanistan dauert schon unter 15 Jahren, unter dem 11. September, eine Konsequenz vom 11. September 2001. Wie gesagt, kein Ende. Ich meine, da so ein Teil von der Bevölkerung unterstützt weiterhin Taliban an so Aktionen drohen leider auch dazu bei. Ich meine, an diesen Zeiten dürfen wir das nicht vergessen. Ich sage aber merci für die Zusammenarbeit an der Kommission und noch für die Unterstützung von dieser Motion. Merci auch dem Herr Urbani. Es wird dann direkt näher. Das ist er schuld. Merci auch dem Herr Wagner und den Herrn Serschwil, Monsieur, dann direkt zu einem ganz echten Thema. Merci.